Wie schwer ist es eine Flugzeugnotlandung ohne Erfahrung? Selbstexperiment. Actually geiles Video, Digga. Das hat sich, glaube ich, jeder Mensch schon mal gefragt. Und Tomatolix wirft sich da rein. Ist es gefährlich? Ich weiß nicht. Abfahrt. Wow, hier ist ordentlich Thermik. Boah, also das hier ist jetzt absolut nicht anfängermäßig. So, ich nehme dann mal meine Hände weg und du versuchst dein Glück. Halten. Ja, okay. Ich bin tatsächlich einmal in meinem Leben Paraglider, also so Segelflugzeug geflogen. Und das durfte ich dann auch selber fliegen in der Luft. Und das ist voll schwer. Und ein Flugzeug zu fliegen fühlt sich nicht an, wie man denkt. Das ist nicht wie so Autofahren, sondern da gleitet man so hin und her. Ist ein bisschen weird. Und deshalb glaube ich tatsächlich, dass es nicht so einfach ist. Vielleicht kennt ihr das Szenario aus Filmen oder Serien. Ein Pilot wird ohnmächtig, kann nicht mehr weiterfliegen und ein unerfahrener Passagier muss eingreifen, um die Maschine notzulanden. Ich frage mich, wie realistisch so ein Szenario ist und wie man sich in so einer Situation am besten verhält. Deswegen mache ich das Selbstexperiment und werde versuchen, heute innerhalb eines Tages zu lernen, ein Flugzeug zu fliegen und vor allem wieder sicher zu landen. Ich bin echt gespannt, ob ich das hinbekomme und ich bin auch ein bisschen aufgeregt, weil ich habe ein bisschen Höhenangst und da kann Fliegen schon Höhenangst, perfekt für dieses Video. ein bisschen unangenehm werden. Let's go! Yo, krasser Shot, guckt euch diesen Motherfucker an. Er hat anscheinend, hat er aber nicht ins Video reingeschnitten, noch ein Kilo Koks gedealt hinten drin. Da steht schon der Markus. Felix. Markus, hey. Tag. Stimmt, ich bin auch für das Video von Trimax in so einem Flugzeug geflogen. Ist crazy. Wir Das fühlt sich an, als würde das Ding an so einem Faden hängen. Und das gleitet so durch die Luft. haben heute vor, Flugzeug zu fliegen und zu landen. Ey, ich hätte jetzt actually auch Bock, dieses Video zu machen, Digga. Also wir haben vor, dich als Fußgänger, so heißt das bei uns in der Fliegerei, also du bist ja völlig unerfahren, erstmal in die Luft zu bringen, das werde ich noch übernehmen. Und dann versuchen wir, dass du das Flugzeug tatsächlich am besten in einem Stück, sodass wir es danach nochmal benutzen können, runterbringst auf die Piste 04 hier in Oerlinghausen. Und zwar ohne, dass ich den Steuerknüppel dann auch nochmal berühren muss dabei. Okay. Okay, ich gebe jetzt mal einen Tipp ab. Ich sag, Helikopter wäre unmöglich. Helikopter ist zu schwer, um zu landen. Ich sag, so ein Ding, sage ich, kann man landen. Sage ich. Das ist so das Und- Ziel. Ja, also das Flugzeug zu landen. Korrekt. Wie lange dauert denn so eine Ausbildung zum Piloten normalerweise? Also im Bereich der Ultraleichtfliegerei ist es tatsächlich so, dass vom Gesetzgeber mindestens 30 Stunden vorgeschrieben sind in der Praxis. 60 Stunden Theorie gehören dazu. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, ob du da irgendwas auf die Kette kriegst heute. Und wie ist das so? Oh, jetzt sind die Flugzeugexperten im Chat. Ohne Hilfe, aber schon schwer, eine sanfte Landung hinzubekommen. Könnten wir heute sterben? Also die Sache ist die, wenn man es theoretisch betrachtet, dann muss man die Frage mit Ja beantworten, weil es tatsächlich so ist, dass man beim Fliegen natürlich sterben kann. Es gibt auch Freunde und Bekannte von mir, die tatsächlich beim Fliegen umgekommen sind und buchstäblich vom Himmel gefallen sind. Es gibt ein gewisses Risiko, aber durch Checklisten und durch unsere Routinen und Abläufe, die wir natürlich akribisch einhalten werden, versuchen wir dieses Risiko zu minimieren, sodass ich zwar theoretisch Ja sage, aber praktisch nicht. Ist es legal, das zu machen, Chat? Ist es legal oder bekommt ihr da eine fette Anklage rein von der Staatsanwaltschaft? Damit rechne heute. Okay. Ja gut, wird er wahrscheinlich nicht, aber... Ich rechne heute auch mal nicht damit. Wäre auf jeden Fall besser so. Dann habe ich das Flugzeug erstmal so ein bisschen kennengelernt. Das heißt, wir haben dann erstmal so ein Check-up gemacht, sind das Flugzeug einmal außen entlang gegangen und haben geschaut, ob da alles passt. Aber hier ist jetzt alles in Ordnung und man kann das Flugzeug tatsächlich jetzt als gecheckt bezeichnen. Das heißt, wir konnten ins Check. Cockpit steigen. Im Cockpit gab es natürlich super Wann viele bist du in verschiedene Basel City Anzeigen. unterwegs, um dein hässliches Gesicht live zu sehen? Ey, Digga, ich bin immer in Basel unterwegs. Jeden Tag eigentlich. Hebel und so weiter, die ich alle noch nie gesehen habe. Ich greife ein, sobald es Ey, aber auch geile Sonnenbrille, Tomatolix, Mann. Auf Pitbull angelehnt. Mr. 105, Mr. 305, Mr. Worldwide. kritisch wird. Und dann können wir im Prinzip den Startknopf betätigen. Das kannst du auch gerne machen, das ist da oben. Denke, dass es so fahrschulmäßig ist und da eine andere Haftung hat. Stimmt, true. Links der Starter und den lässt du los, sobald der Motor läuft. Ja, stimmt, wenn der GTA gespielt hat, ist er easy. Denkt ihr, wenn man so Flugsimulator spielt, kann man dann wirklich ein echtes Flugzeug einfacher fliegen? Wisst ihr das? Ja. Ich löse die Bremse und wir rollen einfach los. Boah, jetzt bin ich schon sehr gespannt. Was würde ich machen, wenn du tatsächlich nicht mehr in der Lage bist, das Flugzeug zu steuern? Du machst Folgendes, und zwar ziehst du den Gashebel vollständig zurück, du machst Ignition aus und dann ziehst du an dem Rettungsgerät. Bis du wirklich merkst, da hinten kommt Ein Fallschirm raus und dieser Fallschirm entfaltet sich dann über dem Flugzeug und wir gleiten mit dem Flugzeug insgesamt zu Boden. Und dann drückst du auf den Knopf, push to talk und sagst, ey Leute, ich kenne mich gar nicht aus, ich hänge am Rettungsgerät, ich bin in Schwierigkeiten, ich gehe jetzt gleich hier runter. Versuch es zu beschreiben oder so, wo du runtergehst oder wie auch immer. Ja, okay. Gut zu wissen. Dann ging es auf die Startbahn und wir sind zum ersten Mal gestartet.
Und dann heben wir im Prinzip schon ab. Crazy. Hä, Digga, what the fuck? So abgehoben. Geil. So, hier drehen wir schon mal ganz leicht nach links. Dann sind wir erstmal so ein paar Runden gedreht. Markus hat mir gezeigt, wie man so ein Flugzeug eigentlich steuert. Und ich durfte natürlich auch selber mal an die ganzen Hebel und selber mal so ein bisschen steuern. So, dann kannst du das Flugzeug gerne mal übernehmen. Wie mache ich Nice das? joke. Du nimmst den Knüppel in die Hand. Wenn man ja, den Hebel zu sehr zur Seite drückt, Ja, mal einen Knüppel in der Hand nehmen hier. dann merkt man das ganz schön stark. Wow, das geht aber schnell. Ja, ich sag ja, es ist sehr filigran. So, ich helfe dir mal ein bisschen. Aber so ein Flugzeug wiegt wahrscheinlich weniger als ein Fahrzeug, I guess, ne? Die sind ja richtig leicht, also die kannst du auch so von Hand rumschieben und so. Und das ist auch, wenn du so dran klopfst, ist alles relativ hohl. Genau. Nimm den Knüppel mal nur in eine Hand, am besten so in 2 Finger oder sowas. Ja. Dann ist das so ein bisschen filigraner, weißt du? Ich habe erstmal versucht, so ein Gefühl für das Flugzeug zu bekommen. So, dann machen wir mal eine Linkskurve. Einmal nach links, 90 Grad circa. Dann die Querneigung unterbinden, richtig. Super. Und weiter so, die Querneigung halten. Ja, das war jetzt ein ganz... Ey, Tomato Lex sieht wirklich aus wie so ein Dude, der so mit dem Privatjet nach Sylt fliegt mit dieser Brille. Guckt euch mal den an von vorne nachher. Guter Stoß hier. Ist ein bisschen turbulent. Also wenn du da jetzt Guckt euch den an. Ja, mein Vater ist reich. irgendwie was zustande bringst, dann würde ich mich echt wundern. Und dann ging es an die erste Landung. Auf der linken Seite befindet sich die Piste. Als ich das so gesehen habe, habe ich gedacht, oh Kacke, das schaffe ich doch nie im Leben. Ganz geschmeidig. Nicht zu weit ziehen, nicht zu weit ziehen. Ja, genau. Ganz geschmeidig. Ich habe wirklich noch gar kein Gefühl dafür. Deswegen sage ich dir das, ne? Ich sage dir jeden Einwand. Nicht zu viel, ganz kleine Bewegung. Ey, ich hätte jetzt so Bock, selber ein Flugzeug zu landen. Ich hätte so Bock. Und dann war ich komplett auf mich alleine gestellt. So, jetzt versuchen wir uns der Piste anzunähern. Und nachher fangen wir ganz leicht an zu ziehen. Wir fangen jetzt ein bisschen an zu Fliegt da jetzt schon Tomato Lex, Digga? ziehen. Genau, ziehen. Halten. Ah. Und jetzt stärker ziehen. Okay. Das war Oha. quasi ein Runterfall. Aber ich war noch dran. Als wir dann wieder auf dem Boden waren, habe ich mir Die hatten beiden in der Hand am Knüppel. schon gedacht, was habe ich mir da schon wieder eingebrockt? Das ist, glaube ich, ein unmögliches Selbstexperiment, innerhalb von ein paar Stunden zu lernen, wie man einfach so ein fucking Flugzeug landet. Eigentlich haben normale Schüler für die... Wahrscheinlich wäre es einfacher, ein Linienflugzeug zu landen, weil die doch so Autopilot-Shit haben, oder? Kann nicht ein Linienflugzeug, ich glaube sogar, wenn ich nicht ganz im Müll lande, in Zürich dürfen Flugzeuge bei Nebel nur automatisch landen und nicht geflogen vom Piloten. Vielleicht bin ich auch, Halbwissen, aber ich glaube, das ist in Zürich so. Haben wir hier einen Flugzeugexperten? Diese Informationen, die ich dir jetzt eben gerade so gegeben habe, so 3 Flugstunden Zeit im Prinzip. Ja. Ich brauchte dann erstmal eine kleine Pause, um das Ganze zu verdauen. Das ist schon ganz schön krass. Ich habe es jetzt auf jeden Fall noch nicht geschafft, komplett alleine zu landen. Und jetzt machen wir das Ganze auf Koks. So, next round. Hast du schon mal gemacht, dass du statt die Bahn zu nehmen oder mit dem Auto zu fahren, Ja, ILS und dann musst du gar nicht mehr so viel machen, theoretisch. Hab dich mit Hanna an der Fasnacht geflogen bist? gesehen. Ja, natürlich. Also so, das war ein Samstag, da haben wir gesagt, so ein bisschen Strand wäre jetzt auch ganz geil. Dann sind wir wirklich spontan morgens los, nach Jüst geflogen, haben uns den ganzen Tag an den Strand gelegt und sind abends zurückgeflogen. Also. Aber kann man da Das ist einfach schon dann geil. landen oder das Flugzeug hinstellen? Ich bin einmal mit einem Homie, ich habe eben einen Homie, der Segel fliegt, das war mit dem, dann normale Flugzeuge und jetzt auch Helikopter. Und ich bin einmal mit dem in einem Helikopter einfach 30 Minuten in die Berge geflogen, dann haben wir auf einem Gletscher gechillt, dort gegessen und sind wieder runtergeflogen, Digga. Das war auch geil. Genau. So funktioniert im Prinzip der Luftsport. Ne? Also man hat da echt ziemlich große Freiheiten. Wind aktuell 320 mit 11 Knoten. Ui, 320 mit 11 Knoten. Das heißt, wir haben Seitenwind und der ist doppelt so kräftig wie vorhin. Und jetzt heben wir im Prinzip schon ab. Ui. Wir wurden auch direkt so ein bisschen nach rechts gedrückt. Ja. Tragflächen ein bisschen ausgleichen wieder. Ich habe dann so langsam immer ein besseres Gefühl für das Flugzeug bekommen. Also ich habe schon gemerkt, okay, wenn ich mit der Kraft so in die Richtung steuere, dann bewegt sich das Flugzeug. Und jetzt können wir in die Linkskurve gehen zum Queranflug wieder. Genau, Seitenruder, sehr gut, selbst getreten sogar, wunderbar. Man muss da wirklich einfach so ein Gefühl für bekommen. Das Schwierigste bei einer Flugzeuglandung ist auf jeden Fall das Abfangen des Flugzeugs. Das heißt, wir kommen ja mit einer gewissen Sinkrate runter auf diese Piste. Wenn wir diese Sinkrate am Ende nicht verändern würden, das heißt, wir würden das Flugzeug nicht abfangen, dann würden wir im Prinzip einfach in den Boden stoßen. Und das ist wirklich schwierig, denn wenn man zu stark am Knüppel zieht, dann geht das Flugzeug wieder nach oben, gerät in einen Strömungsabriss und kann dann runterfallen am Ende. Deswegen muss man sehr, sehr, sehr sachte ziehen. Man versucht im Prinzip, das Flugzeug kontrolliert abstürzen zu lassen, aber am besten nur so ein Stück über dem Boden. Und das ist die Kunst dabei. Mal hier oben ist Traffic. Da ist noch mehr Traffic.
Kontrolliert abstürzen, Digga. Geil. Richtig was los hier. Hier ist was los. Kann das tatsächlich passieren, dass man ein anderes Flugzeug crasht? Ja. Passiert. Ja. Hier ist ordentlich Thermik. Aufregend. Und dadurch, dass sich die Wetterverhältnisse so ein bisschen verändert haben, wurde es auch deutlich schwerer, das Flugzeug zu steuern. Also das ging nicht mehr so leicht wie in den ersten Runden. Wir müssen ein bisschen nachdrücken. Boah, also das hier ist jetzt absolut nicht anfängermäßig, weißt du? Also mit einem blutigen Anfänger würde man bei dem Wetter jetzt nicht unbedingt versuchen, irgendwelche Landungen hinzubekommen. Das ist eigentlich so gut Ja, lass mal machen, 5 Minuten später. wie aussichtslos. So, ich nehme dann mal meine Hände weg und du versuchst dein Glück. Ich habe mir echt gedacht, Also, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es schwierig abzustürzen. Kontrolliert abzustürzen. Gott, das kann jetzt wirklich was werden. Ich habe gemerkt, irgendwie der Wind ist irgendwie ziemlich krass. Ja, so wirklich sicher fühle ich mich dabei noch nicht. Wenn man wieder zu stark parallel. am Knöpfen- Welche Seite? Mehr nach rechts oder mehr nach links? So, hier müssen wir einmal über die Bäume rüber, deswegen. So. Aber ist jetzt noch dran am Knüppel? Was hat er dort für ein. Was macht diese Hand hier unten? Ist das dieser Schirm zum Bremsen oder für was ist das? Was ist da schief hier? Ja, genau. Einfach reagieren lassen. Jetzt gleich brauchen wir einmal rechtes Seitenruder. Ganz bisschen. So, Flächen gerade und abfangen müssen wir. Ja. Okay. Ah ja, er ist noch dran. Ein bisschen halten und dann muss man am Ende etwas mehr ziehen noch. Sodass wir schön sanft aufsetzen. Und jetzt versuchen wir es nochmal. Okay. Da musstest du jetzt doch nochmal eingreifen. Genau. Aber was habe ich jetzt falsch gemacht? Oder was hätte ich anders machen können? Wir müssen versuchen, die Richtung etwas besser zu halten und die Tragflächen tatsächlich parallel auf dem Horizont zu halten. Ne? Also wie gesagt, du machst das jetzt hier seit, ich würde sagen, 90 Minuten bist du vielleicht insgesamt am Fliegen in deinem Leben. Ein Schüler, von dem man jetzt erwarten würde, dass er die Landung da selbst hinsetzt, der hat natürlich viel mehr auf der Uhr. Das wären dann so 600 Minuten oder so halt, ne? Also Aber eigentlich jetzt auch nicht so extrem viel, wenn man überlegt. Aber irgendwann muss ja landen, ne? Mein Vater Die hat Herausforderung- Flugschein, ich mache gerade einen, ich flieg Segelfliege und wenn man dann landen will, muss man mit dem Wind aufpassen, nicht abzubremsen. Wenn man zu spät oder zu früh hochzieht, kann man nichts mehr machen und man fällt auf die Piste. Kuss an deine Streams. Ey, Kuss an deine Streams, die einmal im Monat kommen. Ja, hätte ich auch gesagt. ist nicht ganz ohne. Also dadurch, dass ich da so durchgeschüttelt wurde, ist mir schon ziemlich schlecht geworden. Puh. Wenn es irgendwie schlechter wird oder so, Bescheid sagen. Ja. Oh mein Gott, hier ist eine Thermik, ey. Aber hier ist thermisch halt die Hölle los, ne? Wir haben kein Gas drin stehen, Ja, hier ist thermisch halt die Hölle los. steigen aber mit 600 Fuß pro Minute. Deswegen 600 Minuten, 6 Stunden und dann erstmal Landung ist doch way too dank. Was ist zu viel oder zu wenig? Ja, okay, gut, eigentlich stimmt. 6 Stunden fliegen ist schon nicht so wenig bei so einem Flugzeug. ist hier wirklich Irgendwie sagt mir so mein Kopf, Digga, ey, das würde ich easy können. Ich denke mir die ganze Zeit so, ja, guck, dieses Flugzeug, das kann man doch landen, aber wahrscheinlich ist es mies schwer. von unten andauernd Druck und wir sind auch deswegen immer zu hoch in der Platzrunde hier. Und das ist das, was es heute auch sehr, sehr schwierig macht halt, ne? Erstmal der Wind und zweitens natürlich diese extreme Thermik, die wir hier haben. So, ich nehme meine Hände wieder weg vom Knüppel, also ja, hier ist halt Thermik wie blöd. Ich denke mal, wir kommen auf keinen Fall runter, weil wie hoch wir sind. Ja. Aber das können wir knicken. Also man kann das jetzt noch runterbrechen, aber das macht man so nicht. Delta Australian startet durch. Ich habe dann gemerkt, wie die Übelkeit immer stärker geworden ist, wie das hier so langsam hochzieht. Ich habe da wirklich gekämpft. Ich habe gekämpft mit mir, dass ich jetzt nicht da ins Flugzeug reinkotze. Wäre aber auch ein geiles Ende, wenn er einfach nicht landet und einfach nur ins Flugzeug kotzt, Digga. Nehmen wir mal zur Sicherheit. Hallo, wie Die lang Beute geht's war das gerade Video? schon. Alles gut. Ich lande einfach, okay? Okay. Aber jetzt geht's wieder. Ja, okay. So, ich nehme meine Hände wieder weg vom Knüppel, also da ist der Flugplatz. Ja. 600 Minuten sind 10 Stunden, habe ich vorher auch gedacht, oder? 10 Stunden. Das ist gut, die Geschwindigkeit, die passt nämlich. Nase ein bisschen runter, wenn wir zu schnell werden, muss sie hoch. So 110 ist das Ja, Ziel. das ist perfekt. So ist es gerade ideal. Also So, du fliegst jetzt, gerade sehr komm. gut an. Ist ziemlich stable, der Anflug. Da hat eigentlich alles gepasst. Das hat sowohl das Wetter in Form Ich find's geil, dass das Video so auf Joko gegen Klaas angelehnt gemacht ist. der Windverhältnisse gepasst, als auch das Sinken im Anflug. Das war alles ziemlich stabil. Super, super, super. Ein bisschen linkes Seitenruder. Ganz Pausing. bisschen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und Ah, jetzt Digga, langsam dieser Shot, wie geil. ziehen. Stopp, halten. Zieh. Einfach halten. Yes. Oh. Digga, er ist einfach Sehr gelandet. geil. Hast komplett alleine gemacht. Kein Scheiß. Hast du nichts gemacht? Nein.
Crazy, Digga. Oha, geil. Markus hat gesagt, er hat nicht mitgeholfen. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich das wirklich komplett alleine hinbekommen habe. Irgendwie waren wir auf jeden Fall auf dem Boden. Es war schon krass. Also man kann sagen, dass sich diese Landung dadurch ausgezeichnet hat, dass der Anflug eben sehr gut war. Und in der Fliegerei sagt man, ein guter Anflug ist die halbe Landung. Digga, überall hat man so Sprichwörter. Und die kennt das wahrscheinlich wirklich alle so. Ja, der guter Anflug ist die halbe Landung. Was würdest du sagen? Wie lief's? Also dafür, dass wir insgesamt netto vielleicht 80, 90 Minuten in der Luft waren, Respekt, Hut ab, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Aber jetzt im Notfall ein Flugzeug not zu landen, das ist noch nicht drin, oder? wenn ich jetzt nochmal bei diesen Wetterverhältnissen im Anflug das ein oder andere Mal nicht eingegriffen hätte, dann wären wir wahrscheinlich im Wald untergegangen. Das ist halt nun mal so, das muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Ganz am Ende im Short Final, so nennen wir das, da hast du dich echt gut geschlagen. Und apropos Schlagen, das Flugzeug hättest du wahrscheinlich nicht gelandet, sondern es wäre eher aufgeschlagen. Aber ich bin ziemlich sicher, dass man das überlebt hätte. Also du hättest es rein theoretisch irgendwie wahrscheinlich hinbekommen, aber ich würde dir lieber empfehlen, die Rettung zu ziehen, wenn ich ehrlich bin. Okay. Ja. Auch wenn ich Aber was passiert bei so einer Rettung? Da Adi, kommt ein Schirm funktioniert raus. deine Elektrik eigentlich wieder normal und was war das Problem? Ja, das funktioniert alles wieder. Ich weiß auch nicht, was das Problem war. Also bei dem Schirm, da hängt einfach das ganze Flugzeug an dem Schirm. Und dann fällst du halt so langsam nach unten oder mit bisschen Speed. Wenn ich das jetzt einmal geschafft habe, das Flugzeug so halbwegs selbst zu landen, bin ich mir unsicher, ob ich das jetzt nochmal hinbekommen würde. Es war auf jeden Fall ein sehr spannendes Experiment und sehr spannend, mal in die Welt des Fliegens einzutauchen. Habt ihr noch Vorschläge für mich, was ich sonst so ausprobieren könnte, ob ich das in kürzester Zeit schaffe? Dann schreibt das gerne mal in die Kommentare. Hier geht es zu einem weiteren Selbstexperiment von mir und abonniert den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Affengeil, Digga. Ey, ich finde allgemein Tomato Leaks in letzter Zeit mies am Abreißen. Richtig geile Videos. Küsse gehen raus, guckt vorbei und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!